Snowden erzählt die Geschichte vom Whistleblower Edward Snowden, der im Jahr 2013 jenste Dokumente veröffentlicht hat über eine britische Zeitung, was die NSA und CIA und was weiß ich, die alle für Daten gespeichert haben. Und das ist quasi die Verfilmung von seinem Weg vom konservativen Patriot, der im Militär war und eigentlich sein Land hat schützen und alles, und dann zu dem Whistleblower und de facto eigentlich Landesverräter geworden ist. Dank einem interessanten Thema, das spannend und gut aufgeleistet und auch erzählt wird, ist der Film meiner Meinung nach zwar nie langweilig, aber er wirkt lang. Er ist lang, er geht 2 Stunden und 15 Minuten und vor allem im Mittelteil hat er mich ein bisschen verloren. Einmal an gewissen Stellen, so, jetzt machen wir mal. Das Tempo ist nicht wirklich ideal. Meiner Meinung nach könnte man etwa eine Viertelstunde oder so rausschneiden, dass der Film ein bisschen tighter ist und vielleicht ein bisschen besser fließt und nicht irgendwie mal, oh spannend, und dann nicht mehr so spannend oder oh wieder spannend. Das habe ich wirklich nicht sehr ideal gelöst gefunden. Und auch der Höhepunkt eigentlich, der Schluss, den kennt man mehr oder weniger, das ist ja noch nicht so lange her. Aber den hätte man mit ein bisschen mehr Power können präsentieren, meiner Meinung nach. Jetzt ist es so, es wird so auf den Höhepunkt hergeschafft und nachher passiert irgendwie einfach und dann verplätschert es so und dann ist der Film fertig. Was aber wirklich toll ist, sind die Schauspieler. Allen voran der Joseph Gordon-Levitt, der Edward Snowden spielt. Der hat ihn so gut eingefangen. Wenn man schon mal ein Interview gesehen hat mit dem Snowden, dann weiss man etwa, wie der so schwätzt. Er hat eine relativ tiefe Stimme und auch so ein bisschen seine eigene Art zu schwätzen und eine Mimik, die er drin hat, immer relativ kalt und auch fast ein bisschen emotionslos, aber immer sehr gescheit und sehr berechnet. Und diese Art hat der Joseph Gordon-Levitt wirklich fantastisch eingefangen. Ich habe immer wieder vergessen, dass ich ja einen Schauspieler sehe dort auf dieser Leinwand und nicht den wirklichen Edward Snowden. Auch der gut gefüllte Nebencast ist meiner Meinung nach sehr gut besetzt. Shailene Woodley, die seine Freundin spielt, die ist wirklich gut. Sie spielt die Figur mega gut. Ich habe zwar gehofft, dass ihre Figur ein bisschen mehr zu tun hat, ihn ein bisschen mehr fordert. Das macht sie, aber irgendwie führt es nicht so wirklich zu etwas. Das habe ich schade gefunden, weil sie hat ihre Figur wirklich mega gut gespielt. Und der Restcast eben, Melissa Leo, der Zachary Quinto, die sind gut. Und hey, der Nicolas Cage ist dabei und er ist gut. Ich habe den Plausch, ich habe völlig vergessen, dass der in dem Film ist und ich finde den Nicolas Cage so geil. Und er hat eine relativ ernste Rolle, sage ich jetzt mal, und er hat so ein bisschen seine Nicolas Cage-Isms, die er halt immer ein bisschen abzieht, und das macht er da auch, aber ich habe es wirklich, wirklich super gefunden. Von der Machart ist er auch gut, meiner Meinung nach ist er gut gefilmt, er visualisiert das Ganze relativ gut, das stellt man sich wahrscheinlich so noch mega hochkomplex vor, und es ist wahrscheinlich auch hochkomplex, die ganzen Abläufe da hinter den Kulissen bei der NSA und so, aber meiner Meinung nach haben sie das sehr gut visualisiert und zeigt, wie das etwa abgelaufen sein könnte. Und das vereinfacht natürlich die ganze Thematik auch extrem. Und da finde ich, hat der Regisseur, der Oliver Stone, wirklich gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, Snowden habe ich gut gefunden. Er ist nicht super, aber er ist wirklich toll gespielt und er hat eine interessante und spannende Geschichte die ganze Zeit, aber er hat meiner Meinung nach ein bisschen Probleme mit dem Tempo und auch mit dem Schnitt. Eben, man hätte ihn ein bisschen kürzer, ein bisschen tighter können machen, dass er nicht die 2 Stunden 15 geht und irgendwie in dem Mittelteil so ein bisschen vor sich her plätschert. Und trotz allem finde ich es ein wichtiger Film, den man schauen sollte. Die Thematik ist sehr wichtig zum Wissen. Da hat der Edward Snowden wirklich Heldentaten geleistet, meiner Meinung nach, dass er das alles publik gemacht hat. Zwar ist es nicht ganz super gewesen, aber jetzt wissen wir es, wie das ist, dass die NSA das alles kann anzapfen und dass man das auch mal so ein bisschen sieht in so einem Spielfilm, was wirklich real wirkt. Das finde ich extrem wichtig und darum empfehle ich Snowden trotz der Tempo- und Schnittschwächen. Snowden ist, wie gesagt, eigentlich eine solide Verfilmung von diesen Taten von Edward Snowden. Wenn es jemand in der Hand hat wie einen David Fincher, der meiner Meinung nach mit The Social Network viel trockenere Geschichte doch ein bisschen besser verfilmt hat, dann hätte der Film nochmal ein Stück spannender können werden, als er jetzt ist. Trotzdem finde ich ihn eben, wie gesagt, rein wegen der Thematik wichtig zum Schauen. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.